begrüße euch weiterhin an einer Emission auf Besuch an Hautturm den Toto Hai. Die kennt ihr alle gut aus der Serie vom Blaulicht, mir aber auch aus der Serie Toto und Harry. Aber Tim, wenn wir heute auch ein wenig schwätzen, was den Haut möchte an, vielleicht wie die Fernsehzukunft ausgesät. Toto, willkommen. Ja, ich sag willkommen. Wunderschön, dass das geklappt hat. Ich bin immer froh, dass viele Leute in deutschsprachigen Ausland, in Anführungsstrichen, mich kennen und mich anschreiben. Ich habe über die ganze Welt Kontakt und schön, dass wir beide uns jetzt erstmal kennenlernen. Ja, es hat zwar lange gedauert, eben Corona-bedingt auch, aber jetzt hat es geklappt. Ja. Ein Segen. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich mit dir hier sitzen darf. Gut. Das hat eigentlich angefangen mit einer ganz einfache Reportage, wo du auf Streife ging in Bochum, ne? Ja, man muss schon sagen, es ist schon 20 Jahre her. Wir haben angefangen 2001. Ich hatte davor mal kurz in Köln bei Balko mitgespielt als Statist, in Anführungsstrichen. Und 2001 hatte man gefragt, wer lässt sich begleiten mit der Kamera. Und es hat keiner sich freiwillig gemeldet. Und der Polizeipräsident und der Chef der Polizeiinspektion wusste, dass ich sehr offen war und hat gesagt, kannst du das nicht machen? Es hat sich keiner freiwillig gemeldet. Daraufhin habe ich den Harry mit ins Boot geholt und wir sind dann blauäugig ins Fernsehen gelangt. Ja, und das hat 20 Jahre angehalten, ne? Man muss sagen, das war real, was ihr gefilmt habt. Das ist nicht geskript gewesen, wie heute meistens, die sind alle geskript, aber bei euch war das Original. Ja, wir sind praktisch die Urväter der Doku-Soap, wie man so schön sagt. Nee, bei uns war gar nichts gestellt. Wir haben auch einen hohen Datenschutzanspruch gehabt. Und wenn jemand gesagt hat, ich will nicht gefilmt werden, haben wir auch nicht gefilmt. Es war schon ganz lustig, als wir dann was Gefilmte draußen mit den Normalbürgern aus dem Ruhrgebiet dann vorgeführt haben, weil das musste ja abgenommen werden vom Datenschutzbeauftragten und von der Polizeiführung. Die haben sich dann so kaputt gelacht und haben dann gefragt, wo wir die Schauspieler herhaben. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, da war kein Schauspieler bei. Das war so, das war real. Und wir sind eben die Urväter gewesen. Alles andere hat sich später geändert, mit geskriptet, weil man einfach vermeiden wollte nachher, dass man verklagt wird und dass die Rechte dann abfallen und so weiter und so fort. Aber wir sind die Urväter der Polizeidokumentation. Das dann damals vor sich? Es kam ein Anruf, jetzt ist ein Einsatz, dann seid ihr direkt dahin gefahren oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir sind ganz normal Streife gefahren mit dem Kamerateam und immer nur zwei, also ein Kameramann, ein Tonmann mit der Produzent. Die beiden hatten eine Firma, waren in meinem Alter, super nett und haben gesagt, so und so ist das. Wir haben uns vorher abgesprochen, was wir machen und der Funker auf der Wache oder auch die Leitstelle wusste ja nicht, bei der Vergabe des Einsatzes, dass wir da die Kamera mit haben. Das war denen egal. Wenn der Einsatz bewältigt werden muss und wir waren frei, sind wir dann dahin gefahren. Wenn für uns was interessant war, haben wir dann auch schon mal mit den anderen Streifenwagen getauscht. Aber meistens waren es die tollen kleinen Einsätze, die der Bürger dann in Erinnerung hat und so weiter. Und die Leitstelle hat das genauso abgearbeitet wie wir auch. Und wir sind oft genug hingekommen, wo dann die Leute gesagt haben, hier wird nicht gefilmt, ich will das nicht. Und dann hat man das zu respektieren und das haben wir dann auch nicht getan. Und wenn was verfremdet werden musste, gepixelt, geblurrt oder wie man es heute sagt, wir sind ja halb Engländer, dann haben wir das auch gemacht, weil wir wollten ja keinen kompromittieren und wollten eigentlich nur unsere Polizeiarbeit zeigen. Das war im Kader vom 24-Stunden-Report. Ne? Angefangen haben wir bei Sat.1, 24 Stunden die Reportage, die kam so 23:45 Uhr und dann wurden die Sendeplätze, weil wir ja Riesenquote hatten, wurden dann geändert bei Sat.1. Dann haben wir bei Jahre bei Sat.1 gedreht, ich glaube 8,5 oder 9 Jahre bei Sat.1 gedreht. Immer nur diese realen, also immer nur die Realität und zwar 8,5 Jahre Toto und Harry, die Kultcops oder die Cops hier vom Polizeirevier. Und danach, 2009 so, haben wir das dann gestoppt, weil es dann nichts mehr zu erzählen gab. Das war dann zu schwierig. Und sind dann aber nachher nochmal mit Kabel 1
nachdem wir ein paar Bücher auch geschrieben hatten, nach Kabel 1 sind wir dann 14, 15 und 16 natürlich nochmal im Ausland gewesen. Und da hieß die Kultcops im Ausland. Du weißt ja, der eine Sendergruppe ist Sat.1 Kabel 1 Pro7, die andere Sendergruppe ist RTL und so weiter und so fort. Ne? Das hat aber sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns weiterentwickelt und haben sehr viel für die Polizei getan. Das heißt, von der Reportage 24 Stunden, die am Anfang 23 Uhr so, entstand daraus Toto und Harry. Erst hieß es ja die zwei vom Polizeirevier und nachher haben wir uns natürlich klassifiziert und haben gesagt, mussten wir anders nennen und dann hieß es nachher Toto und Harry, die zwei vom Polizeirevier oder nachher auch dann die Kultcops, als wir dann sehr bekannt waren in Deutschland und wir waren ja auch in allen Talkshows und was man sich so vorstellen kann, jahrelang im Fernsehen gemacht, getan, bis heute noch. Und ja, es ist eine schöne Zeit gewesen, vor allem, man war ja jung und blauäugig, heutzutage wird das so nicht mehr laufen. Also wenn der früher hingekommen ist mit einer riesen Kamera, da waren die Leute ausgebildet. Die hatten Kameraerfahrung, haben eine Lehre gemacht, Produzent hat das gelernt. Die haben gesagt, so pass mal auf, hier, wir filmen für Sat.1, Kabel 1. Wir haben kein Geld dafür bekommen. Der Harry und ich haben keine Pfennig dafür bekommen. Die Leute haben ihre Rechte abgetreten mit so einer Liste und dann wurde gefilmt oder auch nicht. Dann wurde nochmal geguckt, geschnitten und vielleicht ein Funkspruch nachgesendet. Das war das Einzige, was nachgesprochen worden ist, weil da hat ja keine 8 Stunden beim Funker gesessen und hat dann gesagt, die und die Einsätze werden genommen. Die haben wir erst die Einsätze genommen und dann musste der es nochmal nachsprechen, obwohl das ja dann das Gleiche war. Und dann haben wir uns da reingearbeitet. Ne? Und dann sind wir ja runtergekommen von 20 vor 12 auf 10:15 und nachher sogar ein paar Stunden 7:45. Ja. Beste Sendezeit. Ne? Der Prime. Primetime, genau. Tschüss. Zwischen Einsatz aufliegen. Sich VU. So, was ist passiert? Wem gehört der Wagen hier? Das ist Ihrer. So. Und diese Macke? Das Auto ist gerade hier hingestellt, da war nicht ein Schrämmchen dran. Ja, da war nicht ein Schrämmchen dran. Mein Mann ist ja noch gar nicht reingefahren. Der stand ja noch hier. Dann hätte er die ganze Seite mitgenommen. Bis hierhin hat mein Mann gestanden. Ganz ruhig. Wir kriegen das geregelt. Zurück. Gucken Sie mal hier. Ja, ich sehe das. Ich habe das gesehen. Sehen Sie mal. Ja. Ne? Ja. Also es hat doch den Anschein, als wenn Sie beim Einparken wohl an dieses Fahrzeug geraten sind. Darf ich? Ja. Wie kam das damals an bei den Leuten? Wurdest du auf der Straße angesprochen, hey Toto, ich habe jetzt ein Problem oder so? Ja, also wir haben natürlich in Bochum gedreht, weil die anderen Städte wollten das nicht. Die wollten nicht begleitet werden. Die Polizei hat sich da überall quergestellt, in Dortmund, in Mülheim und so weiter. Und deswegen hat der Präsident in Bochum gesagt, wir machen es bei uns. Und nachher hatte man natürlich nach einer gewissen Zeit, als das dann die ersten Sendungen kamen und einschlug wie eine Bombe, auch auf der Pressestelle, weil man kannte das so gar nicht. Und dann sind zwei Polizisten mit Ruhrpott-Schnauze auf Deutsch gesagt, offen, ehrlich, geradeaus, gehen da richtig zur Sache. Das kannte man so nicht. Und du musst dir vorstellen, im Jahr 2001, vor 21 Jahren, war die Welt noch anders. Und da haben die schon mal geguckt, was ist denn da los? Und es gab dann einen Hype und nachher war es dann so in der Spitze, dass Leute uns angefordert haben. Die wollten dann extra was machen, damit wir kommen. Das geht doch nicht. Oder die haben an der Leitstelle angerufen. Das hat natürlich auch die Kollegen etwas genervt und gesagt hier, wir möchten aber, wenn einer kommt, dann soll Toto und Harry kommen. Das können wir aber in Bochum nicht reißen da. Extra falsch gepaart oder? Ja, so ungefähr und so weiter. Wir hatten zwei lustige Sachen. Wir haben einen überprüft und festgenommen vor der Fußball-Weltmeisterschaft damals. Der hatte einen Haftbefehl auf mit 430 Tagen, sag ich mal, musste dann ins Polizeigewahrsam, sprich nachher in den richtigen Vollzug. Und ich überlege, das ist schade, du siehst die Weltmeisterschaft nicht. Und er so, das ist aber doof. Könnt ihr mir eine Autogrammkarte ausstellen? Und der Harry und ich gucken ihn an und sagen, wir haben dich doch gerade festgenommen, du gehst jetzt 1,5 Jahre in Bau. Ja, okay, das lässt sich ja nicht ändern, aber ich kann wenigstens da erzählen, Toto und Harry haben mich festgenommen. Die anderen haben mich nicht gekriegt, nur die beiden. Das war schon lustig. Also das hat sich auch bei den Dings rumgesprochen. Auch wenn wir dann unser Klientel hatten. Du hast ja in jeder Stadt am Bahnhof und so immer die gleichen Leute, die natürlich verfremdet worden sind. Die haben das aber im Bekanntenkreis erzählt. Hast du gesehen, Freitag, da war ich wieder bei Toto und Harry im Fernsehen. Die haben sich dann selbst verraten. Also die haben dann selber gesagt, dass sie es gewesen sind. Und da waren sehr, sehr viele Leute stolz. Und ich glaube, dass wir
viel auch von der Stadt für die Stadt gemacht haben, weil also Tourismus war natürlich auch da, sind auch viele dann, ich kann dir sagen, eine Schulklasse, ein Lehrer, ein Abiturientenlehrer, der die Abiturientenklasse hatte, ist jedes Jahr mit dem Bus nach Bochum gekommen, zum Bergbaumuseum. Wir haben ein Klassenfoto gemacht mit den Abschlussabiturienten. Dann sind die ins Starlight Express gegangen, ist ja Bochum Starlight Express hier, und dann sind die wieder gefahren. Jedes Jahr hat er angerufen, seid ihr da? Und dann haben wir jedes Jahr ein Foto gemacht vom Präsidium. Die sind immer extra wegen uns gekommen. Und das ist natürlich eine tolle Ehre auch, dass auch gerade die jungen Leute uns dann sehen und sagen, Polizei ist gar nicht so komisch, wie sie dargestellt werden. Ne? Nein, aber ihr habt das mit der Serie eben richtig gestellt, kann man auch sagen, weil manchmal kommt das auch falsch rüber. Ja, die wollen uns abzocken, wenn die jetzt eine Kontrolle machen oder so. Oder Haben wir nicht nötig, und es gibt ja keine Sternchenjäger, wie sie alle genannt waren. Wir machen unseren Job. Wir haben ein bisschen Ermessensspielraum, aber bei Straftaten eben nicht, und die haben wir einfach zu verfolgen. Und wichtig ist eben, dass die Leute, wenn du was falsch gemacht hast, wie jeder andere auch, dass man das ja einsieht, was man falsch gemacht hat. Und wenn man was erklärt und sagt, ja, und dann gibt die Leute, geben das zu, dann muss man nicht immer dann direkt ein Verwarnungsgeld nehmen und so weiter. Man muss auch Mensch bleiben. Ne? Wenn einer nachher stur ist und nichts einsieht, dann gut, dann muss man das schriftlich machen. Dann haben sich da andere Stellen drum zu kümmern. Aber generell immer Mensch bleiben. Ne? Gut, danach kamen noch die Auslandsreisen. Das war aber auch sehr interessant. Es war ein Ritterschlag, dass Kabel 1 uns das ermöglicht hat. Ich bin da jedes Jahr mit Harry dann ungefähr fast 50.000 Flugkilometer habe ich hinter mich gelassen. Wir sind um die ganze Welt geflogen und durften dann in unserer Freizeit, in Zivil, viele Polizeibeamte, in vielen Ländern ist es ja militärisch, begleiten, und das war natürlich eine Riesenehre, angefangen von Brasilien, kurz vor der Weltmeisterschaft 2014, wo wir dann Weltmeister geworden sind, dass wir da im Maracanã-Stadion waren, und das war natürlich sensationell. Genauso, wenn du an der Jesus-Statue stehst in Brasilien oder auch in Kapstadt in Südafrika oder auch in Alaska und wo wir alles gewesen sind. Ne? Und ich habe immer gesagt, das ist für uns ein tolles Erlebnis gewesen in Bangkok, wo wir überall rumgereist sind. Jamaika auf so einer Insel, toller Strand, brandgefährlich. Vor uns wurden dann Leute da auch umgebracht und so, hier in Favelas in Brasilien. Du hattest schon ordentlich eine Gänsehaut und hast dann gesehen, die Probleme auf der Welt, die sind ja sehr ähnlich. Alkohol, Drogen, Prostitution, Arbeitslosigkeit, Kriminalität. Es ist schon sehr, sehr ähnlich auch, und alle haben mit der gleichen, in vielen Situationen, häusliche Gewalt und so, haben die Leute da zu kämpfen und auch zu bewältigen. Ne? Und uns wurden dann immer Profis natürlich an die Hand gegeben, und wir durften das Land und die Leute dann kennenlernen. Und ich sage immer, die Ärmsten der Armen, die haben dich zum Kaffee eingeladen, die waren locker und so weiter, die haben dir das Leben dann erzählt. Und da habe ich manchmal auch ordentlich geschluckt im Hals hier und war traurig, weil, aber die waren glücklich. Die haben nicht so viel Raffgier gezeigt wie hier manchmal im Westen, wie in den westlichen Ländern. Ne? Wir haben alles, ne? Auto, Handy, Kamera, Beruf, Essen, Trinken, alles. Kleidung, warme Hütte, Dach über dem Kopf. In Brasilien gab es kein Dach über dem Kopf. So, und deswegen glaube ich, einigen täte das mal ganz gut, dass sie mal so eine Rundreise machen. Dann werden sie demütig zurückkommen und werden sagen, ich bleibe hier mal ganz ruhig. Ne? Uns geht sehr, sehr gut in Europa. Ne? Ich war in Texas in den Todeszellen, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich meine, es ist schon auch schwierig nachzuvollziehen. Was ist gerecht und was ist nicht gerecht, da haben wir nicht zu entscheiden. Aber es ist dann schwierig. Und wenn du dann da hinkommst, in den Todestrakt mit dem Sheriff, und ich habe mit den Leuten da gesprochen, die dann da saßen, die praktisch auf ihre Hinrichtung gewartet haben. Die haben 3, 4 Leute umgebracht und die haben gesagt, ich habe nichts anderes verdient. Und die sind dann in so einer Zelle, ein paar Meter Zelle, immer bei Licht. Nur abends wird ausgemacht, jeder kann da reingucken, Waschbecken, Bett, Spiegel, kein Schrank, gar nichts, und die warten dann jahrelang vielleicht auf ihre Hinrichtung, und das hört sich jetzt auch noch niemals lustig an. Du sprichst jetzt gerade das Thema an. Warst du hier in Bochum oder in Deutschland schon in einem Einsatz, wo es wirklich
sehr brenzlig war? Ja, ich bin ja jetzt auch über 40 Jahre bei der Polizei und ich hatte sehr viele brenzliche Einsätze und ich hatte auch sehr viele Einsätze mit Toten, ob das der Verkehrsunfall war oder damals der erste große Nebelunfall in den 80er Jahren in Köln-Bonn oder Geiselnahme Gladbeck oder Lüdenscheid oder die Chaostage. Es ist schon, man kann sich das irgendwie auch nicht vorstellen, auch wenn man jetzt zum Einsatz kommt, wo jemand verstorben ist. Kind ist ganz schrecklich, hatte ich auch 3-mal, wo ein Kind überfahren worden ist oder einfach ausgesetzt in der Sporttasche. Man rafft das nicht, man ist überfordert, sage ich dann ganz ehrlich. Und wir schaffen das an sich nur, diesen Fall zu bewältigen, indem wir unsere Sachen abhandeln, was wir zu tun haben am Tatort und nachher eine Nachbesprechung machen, weil es einfach ein traumatisches Erlebnis ist. Und ich gönne das keinem. Der Tote mit zum Leben wollen wir alle nicht wahrhaben, bis es soweit ist, okay, aber es ist schon fies. Und wir haben so manche Träne auch verdrückt und geweint vor Ort, weil es einfach so schrecklich war. Ne? Das kriegst du nicht bezahlt übrigens. Ja, sowas kriegst du nicht bezahlt. Ihr könnt Hilfe holen von... Wir haben natürlich Berater und so, aber das machst du dann auch doch großenteils. Die sind ja erst Jahre später gekommen, genau wie die Frauen bei der Schutzpolizei. Die gab es ja in den Anfang der 80er, wo ich angefangen habe, gab es nicht. Das wurde erst später, sind die später erst eingestellt worden. Und du hast natürlich Leute, die dich da begleiten, aber ich finde es schwierig, mit fremden Menschen über sowas zu sprechen. Andere sagen, ist vielleicht besser. Nein, wir haben das untereinander gemacht. Die Leute, die im Einsatz waren, und ich habe das auch privat angeboten, in Anführungsstrichen, über meine Dienstzeit hinaus, wenn ein traumatisches Erlebnis da war, dass ich dann gesagt habe, wir können gerne nochmal, hier haben Sie meine Karte, rufen Sie mich nochmal an. Ich war dabei, wir sprechen nochmal über diesen Fall. Und das haben auch einige Leute angenommen und das ist auch gut so. Das ist wichtig, dann nochmal nachzukarten und so weiter. Also erstmal, wie gesagt, haben damals für die Toto und Harry Produktion haben wir nichts bekommen, weil wir in Uniform waren und das ist ja unsere Dienstzeit gewesen. Das geht auch nicht, dass man da doppelt verdient. Sat.1 hat uns dann unterstützt, indem sie uns woanders dann eingeladen haben. Dafür hat man eine Gage gekriegt, wie jeder andere auch, wenn du bei Kerner eingeladen bist. Und da ist egal, wer du bist, dann kriegst du die gleichen Solär als Aufwandsentschädigung, gar kein Thema. Aber dann muss das privat und Dings erfolgen, genauso wie im Ausland haben wir natürlich auch unsere Gage bekommen und haben die dann angegeben. Und Finanzamt will natürlich auch mal wissen, was du nebenbei verdienst. Genauso wie die Behörde, ist aber auch gar kein Problem. Wir haben die richtigen Einsätze gesehen von dir. Dann war ein wenig Pause nachher. Da warst du auch ein paar Mal bei Blaulichtreport zu sehen. Ja, das habe ich dann, glaube ich, 2017 und 2018 gemacht. Ich hatte zwischendurch dann eine Firma gegründet, weil ich mich dann selbst vermarkten wollte. Und habe dann 2017 und 2018 ein Angebot vom Blaulichtreport bekommen. Auch ganz tolle Kollegen. Auch diese Kollegen waren alle echt, also alle bei der Polizei verbandelt oder Bundeswehr, aber Polizei meistens. Und wir sind dann im Team in geskriptete Einsätze gefahren. Hagi! Ja? Hagi! Boah, die Dienstmützen werden auch immer enger, ne? Oder? Das ist nicht deine Dienstmütze. Ist das deine? Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Dann suche ich meine auch selber. Okay, bis gleich. Also der Dienst ist dann schon sehr belastend manchmal. Toto? Ja, hier. Wir wussten also nicht, was passieren würde. Ja. Also das war dann so, fahr dahin, ist eine Ruhestörung und dann entwickelt sich der Fall. Und wir sollten dann ganz normal reagieren. Die anderen waren geskriptet, also der eine sollte jetzt randalieren und so weiter. Aber es war dann von uns nichts Gestelltes, sondern der Fall war dann vorher aufgeschrieben und der Produzent hat dann gesagt, du machst das und hier kein Widerstand und so weiter. Und dann sind wir da hingefahren, haben dann den Fall auf unsere Weise gelöst. Die Protagonisten, das waren da. Die waren gestellt alles. Die waren, da gibt es auch so einen Pool hier, auch bei den verschiedenen Sendern, die haben einen Pool und dann nutzen sie Leute, das sind dann Amateure und die sind aber dann auch schon so Firmen, weil sie schon in verschiedenen Serien da mitgespielt haben. Also man sieht da auch sehr viel ähnlich. Dann auf Streife ist der, Wache Südost ist der. Ach guck mal, der hat bei uns auch mitgemacht. Ist auch ganz gut so. Aber wie gesagt, es ist auch so gewesen, dann konnte auch nichts passieren.
Also wir haben jetzt auch nicht geschossen oder sonst was. Das war jetzt ausgeschlossen und somit konnte man dann auch drehen. Und wenn mal was war, dann konntest du auch mal eine Situation einmal nachdrehen. Ist aber ganz selten passiert, weil die haben es laufen gelassen. Und das war sehr, sehr lustig hier in Köln-Hürth. Hat sehr viel Spaß gemacht und leider ist das vom RTL dann, obwohl wir eine ganz gute Quote hatten, dann eingestampft sind. Aber da sitzen ja Leute, die haben einen anderen Blickfeld und dann ist da ein Sendeplatz frei und ich sage das jetzt mal so, es ist nicht alles Gold, was glänzt im Fernsehen. Ich halte mich da jetzt mal lange zurück, weil muss ich manchmal so Leute hier vorführen und da sind aber auch die Leute teilweise selber schuld. Ne? Also wenn man sich so die Sendung sieht, hart's aber herzlich und viele Sachen müssen sich die Leute so zeigen. Geschmackssache, ne? Weiß ich nicht. Da sind auch Schicksale bei oder hier Junkies, wenn sie begleitet werden oder drogenkranke Menschen. Ich bin da auch zwiegespalten auch, ne? Aber das ist doch eine freie Entscheidung von den Menschen, wenn sie meinen, sie müssten das machen. Trotzdem ist es nicht so lebensnah, sage ich mal einfach, wir könnten mehr machen und die anderen sind ja alle, das wiederholt sich ja alles, die Spielshows, Stefan Raab hat vieles erfunden und jetzt hast du wieder Verstehen Sie Spaß, Wetten das, Hänschen Rosendahl, Dalli, Klick und so weiter, sind viele Sendungen, die sich einfach wiederholen. Da sage ich auch, hier Spiel des Lebens, hier, was ist denn das hier von wegen, jetzt mal ganz ehrlich, Dschungelcamp. Arme Leute, die keine Kohle haben, müssen dann dahin. Oder hier im Container, Big Brother Container oder jetzt Promi auf der Insel und so. Was ist ein Promi? Da muss man sagen, ich bin bekannt und ich möchte mit Promis, ich will nicht Promi genannt werden. Das ist totaler Quatsch. Aber was ist das denn? Und müssen das die Leute machen und dann streiten die sich oder ich weiß nicht, der Sinn und Zweck. Und sind wir so chauvinistisch und dann sagen wir den anderen aber auf der Autobahn, fahrt da nicht am Unfall vorbei und filmen, sondern fahrt weiter. Weißt du, wie ich das meine? Da sind die Schaulustigen. Aber sind wir nicht viel besser oder was? Und die Leute anscheinend nicht, weil die gucken ja dann doch so ein Mist, ne? Nichtsdestotrotz haben wir uns dann immer gewünscht, weil ich seit über 30 Jahren soziale Projekte begleite. Was ist denn jetzt, was können wir denn mit unserer Bekanntheit, was können wir denn da machen für Sachen in Deutschland? Was ist für Kinder zum Beispiel? Und da hatten wir 2005 Glück, dass die Partnerstadt von Bochum ist Nordhausen, genauso wie Donetsk, jetzt in der Ukraine. Nordhausen hat gesagt, wir wollen ein Kinderhospiz eröffnen, ein reines Kinderhospiz. Und haben uns dann angesprochen, weil sie uns im Fernsehen gesehen haben und haben uns dann als Botschafter mit dazugeholt. Und ich bin seit 17 Jahren jetzt Botschafter der Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung. Dieses Kinderhospiz ist in Mitteldeutschland, in Thüringen, zwischen Gotha und Erfurt, in einem ganz kleinen Ort, der heißt Tambach-Dietharz, würdest du gar nicht finden, aber wunderschön gelegen, ein tolles Grundstück mit vielen tollen Häusern, umgebaut, am Stausee, gute Luft und so weiter. Und dann haben wir eben, sammeln wir Spenden ein. Und was für mich ganz wichtig ist, dass wir die gesamte Familie betreuen, also mit dem todkranken Kind. Das heißt ja dann, das Kind hat eine lebensverkürzende Krankheit. Hört sich total scheiße an, finde ich. Und der ganzen Familie, also das heißt Geschwisterkinder, die gesund sind, die Eltern oder Großeltern, die dürfen dann da wohnen. Wir begleiten die ganze Familie. Um das todkranke Kind kümmern sich speziell ausgebildete Menschen und die anderen werden mal rausgenommen. Die haben da Spielplatz und ein Kicker, ich habe eine Carrera-Bahn gespendet und so weiter. Die haben mal auch jetzt Zeit für die Kinder, die da auch gesund sind. Und das kümmert sich ja immer alles und es fixiert sich ja alles auf dieses kranke Kind. Und wenn dir dann eine Mutter sagt, hör mal, ich habe mal 6 Stunden durchgeschlafen, war richtig schön, da guckst du dir an, wie meinst du das? Ja, meine Tochter hat Mukoviszidose, die muss alle 2 Stunden hier am Kehlkopf abgesaugt werden, damit sie nicht erstickt an ihrem Schleim. Und das wird jetzt mal betreut und sie kann mal 6 Stunden schlafen. Muss man sich mal vorstellen. Für uns auch normal alles, aber für so eine Familie dann eben nicht. Und dann ist eben wichtig gewesen, ich bin jedes Jahr 1-2 Mal da, früher öfters, weil keine Pandemie war. Da habe ich auch gesagt, dafür muss man sich einsetzen. Und was auch wieder ist, wir treffen uns, oder die Menschen treffen sich, auch die da Kinder leider verloren haben, sind ja schon über 50 auch in den Jahren da verstorben leider. Wir treffen uns trotzdem alle nochmal zum Besprechen. Und die Eltern, die ein Kind verloren haben, die gehen ja ganz anders mit der Situation um, als du von außen, die du das nie erlebt hast. Und das ist eben auch für mich total wichtig, da nochmal zu unterstützen. Ja, also ihr macht
Ihr macht schon sehr viel, also das kann man auch verfolgen über die sozialen Netzwerke. Hier, ich kann ja so ein Beispiel sagen, pass auf, ich habe ein Buch geschrieben, ne? Guck mal hier da, das ist mein 5. Buch, was ich geschrieben habe. Soll ich hier mal rein? Ah, hier. So, habe ich geschrieben. Habe mir beim Verlag Hilfe geholt. Wenn ich ein Honorar bekomme, also wenn da Gewinn erzielt wird, spende ich diesen Gewinn an unser Kinderhospiz. Nur doof war es mit der Pandemie, dass wir da nicht viel machen konnten. Jetzt im Moment geht es wieder, wenn ich Lesungen mache und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt hier aus dem Buchverkauf Geld bekomme von dem Verlag, dann nehme ich das, packe das zusammen und spende das ans Hospiz, weil ich komme aus und so weiter und so fort und jeder Cent tut gut. Das hat mich jetzt neugierig gemacht. Was steht in dem Buch? Ja, man fragt ja immer, wie lange bist du denn schon auf der Straße? Ich bin über 30 Jahre, fahre Streife und da habe ich natürlich über 30.000 Einsätze bewältigt mit meinen Kolleginnen und Kollegen und ich habe die sehr viele tolle Erlebnisse aufgeschrieben. Ich habe Diensttagebuch geführt und da sind sehr, sehr viele lustige Geschichten einfach drin. Ich habe versucht, auch die traurigen Geschichten wegzulassen. 1, 2 Sachen sind natürlich drin, die uns bewegt haben. Zum Beispiel bei einer Schlägerei hatte ich mal ein Messer im Rücken in Köln. Das war nicht so schön, aber das habe ich auch mal geschrieben, was wir an Narben hatten, wie mein Körper eigentlich aussieht. Wenn ich jetzt mal nachdenke, wie oft ich genäht worden bin oder Nase gebrochen hatte im Dienst. Und, ja, das war schon eigentlich ganz schön schlimm oder überall genäht worden, Hände gebrochen, Finger ab und alles. Also das war schon ordentlich die letzten Jahre. Aber es gab ja auch tolle Sachen und witzige Sachen und die habe ich einfach in dem Buch verfasst. Das sind 27 bis 40 Geschichten. Du kannst hin und vorne anfangen, kannst einfach lesen. Es ist total lustig. Ich habe viele Bücher aufgekauft und verschenkt auch, weil es immer so ganz interessant ist, auch was wir immer so hatten. Und ich habe aber auch nicht, hier in dem Buch sind nicht, ich glaube, wenn überhaupt 2, 3 Geschichten nur drin, die wir im Fernsehen auch hatten, weil ich habe ja genug erlebt und die wir nicht filmen konnten und die sind einfach witzig. Und ich finde, die Jugend und wir müssen wieder mehr lesen. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Stephen King und habe fast alle Bücher von ihm, weil er einer der besten ist. Für mich auch total spannend. Und ich habe einfach gesagt, kommt wieder hin in die Bibliothek, wir spenden auch viele Sachen und lest wieder, gerade Jugend hier. Und wenn es eben auf dem Tablet ist und hier so ein E-Book und so weiter, ich brauche was in der Hand mit ein paar Bildern und so weiter. Und jetzt schreibe ich gerade an meiner Biografie mit einer Autorin, weil da brauche ich jetzt doch professionelle Hilfe. Mit einer tollen Autorin, ich habe einen Verlag, Hansa Nord Verlag, wird meine Biografie verlegen Ende des Jahres und da bin ich mal gespannt. Ich habe ein paar Geschichten genommen hier und natürlich mein Leben war sehr bewegt und da wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt da auch. Ne? Wie bist du eigentlich zur Polizei gekommen? Ja, nee, eigentlich gar nicht. Ich war immer ein sehr guter Sportler und habe gut Fußball gespielt und gut Handball und wollte an sich auch, weil ich so fit war, Sportlehrer werden, war im Gymnasium und bin Richtung Abitur und hätte dann Sport und Medizin studieren müssen. Und wie ich dann in der Oberstufe war, ich glaube in der 10 oder 11, 10. glaube ich, bin einmal sitzen geblieben, wie das glaube ich jeder so hatte, hat mein Bruder, der 18 Monate jünger ist als ich, von der Einstellungsberatung Nordrhein-Westfalen, kommen Sie zur Polizei. Das war dann Motorradfahren, Porsche fahren auf der Autobahn, Reiterstaffel, Hubschrauber fliegen. Und dann hat gedacht, mein Bruder sagt, oh, das mache ich. Und hat sich da beworben. Und meine Mutter hat gesagt, weil das von Bochum nach Essen ging, aus dem Bergischen Land ins Ruhrgebiet, und 3 Tage hat meine Mutter gesagt, so, du bist der Ältere, du musst mit. Ich sage, wie habe ich mit? Was habe ich damit zu tun? Ich will das nicht. Du bist der ältere Bruder, du begleitest deinen Bruder und passt auf den auf. So bin ich mitgefahren, habe mich auch beworben und wir waren so 54 Menschen, also Jungs, gab erstmal noch keine Frauen bei der Schutzpolizei und dann haben wir da eine Prüfung gemacht und ich musste mich auch anstrengen, weil ich habe gesagt, ich kann ja jetzt nicht nach dem Diktat, sind da schon 17 Mann aufgestanden, die kamen nie wieder, die sind dann schon nach Hause gefahren und dann habe ich mich angestrengt, damit ich das auch dann bis zum Schluss durchhalte und meinen Bruder begleite. Der hat es dann also nicht so geschafft wegen seinem Schlüsselbein, ist aber dann bei der Bundeswehr gelandet und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, was kann ich da machen, Ausbildung und Tutor und so weiter und habe das dann wahrgenommen und habe dann gesagt, ich mache das.
Ich musste so zum Bund damals, Bundeswehr, dann gehe ich zur Polizei und dann wollen wir gucken, da kann ich alles machen und ich habe es nicht bereut. Wärst du dann wieder offen für neue Projekte? Ja, wenn es was Vernünftiges ist und so weiter. Ich wollte ja immer noch mal eine Leiche im Tatort spielen, kennen sehr, sehr viele. Und man hat mir dann gesagt auch, ja, schön, aber der Toto darf nicht sterben. Was wollte ich schon immer spielen? Die Zuschauer wissen es, was wollte ich schon immer spielen. Pass auf, ihr müsst es erraten. Der Toto möchte mal spielen in einem Tatort. Aber auch bei der Serie Held mal mitgespielt und so weiter. So ein paar kleine Rollen, kein Thema. Jetzt muss man auch sagen, bei größeren Sachen, eine größere Produktion hält dann schon ein bisschen genauer bei mir, weil ich ja arbeite. Ich bin immer noch im wachen Wechseldienst. Also bist immer noch richtiger Polizist, ja? Polizist und müsste dann theoretisch dann wochenlang frei nehmen, wenn wir da drehen und so weiter. Und das wird dann schwierig. Was ich im Moment mache, ist eben die Biografie schreiben, wieder gesund werden und dann auch viele kleine Werbeclips machen, viele lustige Sachen, aber alle im Bereich Sicherheit, Polizei. Wir haben mit Peter Althoff, der jetzt im Dschungelcamp war, und Marco Brandes, mein Kumpel, haben wir eine Veranstaltung, die heißt Tag der Sicherheit. Wir gehen an große Einkaufszentren und stellen uns davor, geben den Leuten gute Ratschläge, Tipps, wir machen 1, 2 Vorführungen und eben begleiten die Leute und die können sich dann auch Fragen stellen, wir können Autogramme machen und Peter erzählt eben, worauf man achten sollte. Marco hat eine Sicherheitsberatungsfirma, worauf man zu Hause achten sollte und ich eben erzähle so ein bisschen aus meiner Erfahrung aus dem Ausland. Und, ja, das ist ja ganz interessant, genauso gut habe ich 1, 2 Serien gemacht, eine Einbruchsserie, was die Leute sich für eine kleine Mark auch besorgen können, damit sie sich sicher fühlen. Der Stefan hat hier im Garten eine Hütte stehen, die ist so opulent wie ein Einfamilienhaus. Da ist bestimmt was Wertvolles drin und da gehe ich jetzt mal schauen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Stefan seine Hütte auch vernünftig gesichert hat. Von außen sieht es ja so aus, als ob gar nichts passiert ist hier. Man sieht ja gar nichts, keine Kamera, kein Bewegungsmelder, gar nichts. Und noch offen. Also der Punkt geht ganz klar an mich. Ja, und das Fach hat auch nicht abgeschlossen. Ja, Stefan, diesmal gewinne ich. Lalalala. Ja, ist doch gut, ne? Toto, vergiss es. Stefan, ja. Der unsichtbare Tür-Fenster-Kontakt hat direkt Alarm geschlagen, dass die Tür geöffnet wurde. Wie? An der Tür? Du, aber gut gemacht. Aber weißt du was, ich fahr trotzdem eine Runde, ne? Der Punkt geht an dich. Keiner möchte, dass in der Wohnung bei Ihnen eingebrochen wird, dass der Täter durch die Wohnung geht, alles durchtut, alles durchwühlt, die Unterwäsche auf links zieht, was weiß ich, die Liebesspielzeuge sieht, alles beklaut und gemacht und am besten noch in die Wohnung kackt. Das will keiner, da fühlst du dich nicht mehr wohl. Man kann aber bis zum gewissen Grade, kann man natürlich sich selber schützen, auch draußen, bis zum gewissen Grad. Ich glaube schon, wenn was passieren soll, dann passiert's. Also kannst du noch so gut aufpassen im Straßenverkehr, wenn dich einer umfährt, fährt er dich um. Also du kannst noch mal gucken. Aber das sind so Sachen, man kann seine Sicherheit erhöhen. Und das ist wichtig für die Leute und gerade hier für die älteren Leute, die auch dann alleine sind oder so. Auch jetzt hier, guck dir das an mit Enkeltrick oder hier mit, ich bin von der Stadtwerke, ich muss mal da rein, ich ziehe mal ihren Stromzähler ab oder lese den ab und dann werden die Leute beklaut. Und gerade die ältere Generation, die sind ja so gut und haben auch ihr Geld noch zu Hause und dann wird man denen, wenn du Aktenzeichen guckst, Aktenzeichen XY, was es doch noch für fiese Menschen gibt, die an andere Gelder wollen, die Leute da zusammenschlagen und umbringen. Wenn wir da so 1, 2 Sachen verhindern können, ist das toll. Ich habe jahrelang einen Selbstbeteiligungs-Selbstverhauptungskurs für Frauen gemacht und habe da eine tolle Rückmeldung von mehreren Frauen bekommen, mit tollen Trainern, die dann gesagt haben, guck mal hier, aufgrund dessen, dass ich bei euch war, habe ich die Situation meistern können. Und das ist dann eine schöne Rückmeldung. Und das mache ich, weil ich Polizist bin. Ja, von Herz und Seele. Genau. Wie sieht dein Leben heute aus so? Also, wenn man nicht mehr im Fernsehen ist, wirst du noch auf der Straße erkannt, das Toto oder so?
Also nicht mehr im Fernsehen ist ja nur indirekt so. Ich bin jetzt nicht mehr bei den großen Programmen, weil ich viele Sachen einfach auch abgelehnt habe hier. Ich mache viele kleine Dinge, habe ich ja gerade erzählt, mit vielen Werbeclips. Also wenn du bei Instagram guckst oder bei Facebook oder bei YouTube, wirst du mich noch finden. Generell habe ich mich jetzt regeneriert. Ich war vor 2 Jahren schwer krank, bin aber wieder am Leben und finde ich auch gut und bin jetzt hier zum Niederrhein gezogen. Muss noch 2 Jahre knapp arbeiten bei der Polizei und habe natürlich jetzt hier mich wieder regeneriert. Pandemie hat uns alle Nerven gekostet, Geld gekostet und so weiter. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich Beamter bin und weiter arbeiten konnte, aber meine Firma musste ich zum Beispiel liquidieren und viele anderen, denen ging es sehr, sehr schlecht und die hatten dann auch keine Gelder, um überhaupt was zu finanzieren. Mache ich aber in vielen kleinen Bereichen, dass ich den Leuten helfe und wir machen viele Clips und Werbeklamotten. Das läuft sensationell im Moment bei vielen Sachen. Ich habe noch 3, 4 große Dinger für. Ich habe ein paar Kinofilme noch mitgespielt hier, die in Deutschland laufen. Ich versuche jetzt meine Biografie, das ist mein Schwerpunkt, zu schreiben. Ja, und ich habe auch 2 Kinder noch, die auch schon groß sind. Eine Freundin, die hat auch noch ein Kind und ich muss arbeiten und da ist der Tag rum. Also es wird schwierig, aber ich werde auf jeden Fall jetzt meine Biografie rausbringen. Jetzt werde ich wieder Lesung machen mit dem Buch und dann mache ich viele kleine Sachen. Ich habe mich ein bisschen zurückgenommen aufgrund der Gesundheit, aber man wird noch für mich hören. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für das Interview. Das war sehr interessant mit dir, das Gespräch zu führen. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit und dass wir uns alle gesund wiedersehen, ne? Oder? Okay, ja, danke. Das wäre dann noch für heute bei unserem Besuch heute Toto. Also ich möchte nur gucken, bis nächstes Jahr.